das noch nicht lang hier, Herr Präsident, die Damen und Herren, von den 8. Januar, dass der halt 2 Motionen präsentiert hat, eng über den Impfpass an Europa, die Idee, die anzuführen in einer, die froh, gibt es Privilegien, wenn sich impfen lässt oder soll die nicht gehen. Wir waren die Einpartei, die damals die Motionen mitgestimmt hatten, all die anderen gesagt, das Problem stellt sich nicht. Den 13. Juni hätten sich aber ganz akut gestaltet für den griechischen Premierminister, den Herr Kyriakos Mitsotakis, gesagt hat, dass den Impfpass soll Krisen in Europa erleichtern. Und den Präsident von der Europäischen Volkspartei, den Herrn Manfred Weber im Europaparlament, hat gesagt, dass die geimpft sind, sollen können reisen. Das ist also schon eine Konditionalität, die sich da aufzeichnen, dann eventuell das Risiko auf einen Impfzwang, den wir bis heute zu Lützeburg nicht wollten. Wir wollten immer im Prinzip von der Freiwilligkeit bleiben. Und das ist also froh, weil ein donnerstäge Conseil européen aus, wo die Sachen sollen diskutiert gehen, am Niveau von den Premierministern und den Staatspräsidenten, wo da eben ist. Wie ist die Position der letzten Regierung an der Frage? Sind wir dafür, dass du einen europäischen elektronischen Impfpass könnt, aber ja, mit welchen Rechten und Pflichten werden verbunden? Und die andere Frage ist, sind wir dann für eine konditionierte Reisefreiheit an Europa? Was ist die Position von der Regierung? Ich so nicht, dass als für Freiheit. Und es sind 4 Aspekte, die ihr sollt mit bedenken. Den nächsten Aspekt ist selbstverständlich stehen von den Grundrechten. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht an eine Situation rankommen, wo Grundrechte sind, wird Politiker denen gute Bürger gehen, an den anderen nicht. Grundrechte haben in der Verfassung, an Menschenrechtskonventionen. Die Regierung ist da, wie Grundrechte zu schützen. Die Regierung ist nicht da, wie Grundrechte und Konditionen zu bannen. Die Reisefreiheit ist ein Grundrecht an der Europäischen Union, Liberté de Circulation der Personen physique. Wenn das eingeschränkt wird, müssten dann nicht auch Träte geändert gehen. Aber was wären die Implikationen dann auf den Schengen-Raum, wenn selbst angefeuert gehen? Nicht jeder kann sich impfen lassen oder will sich impfen lassen. Wir sehen an Norwegen, dass besonders fragilisierte Leute sich besser nicht impfen lassen, weil eine Reihe von Décès wären. Und Norwegen haben die Direktive geändert. Ich dachte, die haben die Direktive geändert, Herr Baum. Und das ist so, dass natürlich nicht eler und fragile Leute können bestraft gehen, dass die nicht mehr auf Träger aufkaufen fahren oder so, weil sie sich eventuell nicht impfen lassen können. Auch haben wir nicht genug Quantitäten von Impfdosen bislang an Theoraner vielleicht noch darüber raus, die überhaupt können jederin zu impfen, den das will. Und die letzte Frage, die sich an dem Kontext stellt, ist, dass man natürlich auch noch nicht genug Informationen über die Effekazität von den Impfungen haben. Also nach infektiös oder nicht, wenn man sich impfen lässt. Wir wissen nicht, wir wissen nicht, wegen muss. Wie lange dauert ein eventueller Schutz durch eine Impfung? Auch das wissen wir nicht. Das heißt, wir gingen hingehen, wenn dann denen Stimmen in Europa lebt, einen Zwang praktisch aufhören, wo man gar nicht sicher ist, was dann effektiv der Nutzen wäre. Nur davon, und ob nicht aber dann trotzdem können aber nach Infektionen überdrohen gehen. Das ist also eine ganz grundsätzliche Frage, die sich hier stellt. Wir als AD halten auf jeden Fall im Prinzip von der Freiwilligkeit fest und auch von dem Respekt von den Grundrechten, inklusive der Freiheit für zu reisen. Und froh ist dann natürlich, wie stellt sich die 2 Regierungen dazu? Ich soll nicht vielmals merken. Merci vielmals, Herr Kartheiser. Der Außenminister Jean Asselborn hat das Wort. Merci vielmals, Herr Präsident. Noch Herr Kartheiser für die Frage. Ich habe ein ganz anderes Wort. Bon, von das nicht definiert, dass ich überlegt, da gibt es Fragen über Belgien, Frankreich und Deutschland, ist so noch ein Wort dazu. Was geht von den Impfungen. Ich fand, der hat nicht unrecht, dass muss extrem vorsichtig sein. Wir hatten gestern ein Konseil von den Europaministern, und da waren 2 Länder vor allem, die gefragt haben, ob nicht kennt, die Leute, die geimpft sind, direkt reisen lassen. Das ist Griechenland und Spanien gewesen. Und verstehe ich noch, wie weit das gesagt haben. Was als Position angeht an der Regierung, für alle Recht Zwang, da brauche ich nicht lange zu schwätzen, wir sind gegen den Zwang. Und das Zweite, das muss ich aufpassen, eine Differenz zu machen zwischen einem Impfschein, den wir alle gut kennen als Lützburg. Das ist der gelbe Schein, den die Leute immer kritisch, wenn sie geimpft sind, sie gehen Poken oder gehen Kinderlähmung oder alle anderen Sachen. Und das sind also Impfleser, und das auf den Schein, da könnte das eng sein. Wie das dann, wenn ich geimpft ist gegen Covid, soll automatisch dann Reisfreiheit haben und andere Leute, die noch nicht geimpft sind, nicht. Also wir sind, und ich habe das auch gestern gesagt, extrem vorsichtig, da wir da als Regierung, wir mengen das im Moment von die Impfungen für alle Menschen können gemerkt werden, dass sie da vielleicht auf so einen Weg gehen können, aber im Moment wird das eine Diskriminierung, an die soll ich nicht stoßen.